Als ich mein letztes Album «Glücksbringer» herausgebracht habe, habe ich dann in dieser Zeit einen ganz herzigen Mann lernen kennen. Und der hatte so im Plan, viel zu reisen. Und habe dann eigentlich in 3 Jahren die ganze Welt erleben und auf eine ganz schöne, exklusive Art. Und dann hat mich gedacht, jetzt wäre schon ein bisschen Zeit, ein neues Album zu machen. Und die Fans und die Plattenfirmen haben sich beschwert. Und dann, vor 2 Jahren, hat sich ein Schätzchen getrennt von mir. Und dann, als ich die Phase, so was mir wirklich brutal weh hat, durch hatte, habe ich gemerkt, hallo, ich will nicht mit einem Album, das Neuland heisst. Mein Neuland muss spannend sein, schön, unbelastet und nicht mit alten Geschichten, die alter Schnee sind. Wichtig ist, glaube, wenn du weißt, dass etwas einfach durch ist es durch. Gibt es nicht wieder neue Mann in deinem Leben, oder? Ja, ich habe jemanden kennen. Wirklich? Ja. Ja, aber ganz zart und ist natürlich auch schwierig für eine Person, wenn man ein Schätzchen hat, das in der Öffentlichkeit steht. Wo hast du ihn denn kennengelernt? Nur wegen einer Äußerlichkeit. Er hatte ein total cooles Cap an. Ich habe gerne so Caps an. Du, das ist ja dein Look, oder? Da treffen Nein, wir euch. Ja, und er ist auch ganz ein herziger, liebevoller Mensch. Und ich glaube es selber eigentlich noch nicht. Und ist ganz zart und ganz am Anfang. Und, Ganz einfach frisch schön. noch. Relativ, ja. Ich brauche jemanden, der Wahrscheinlich klar zuverlässig ist, und zuverlässig, klar. Weißt, ich bin zuständig für die Träume mit meinen Songs und meiner Welt. Und du weißt, Showbusiness ist so viel Show, eben, wie es heisst. Und ich habe gerne jemanden, der einen Terminplan hat und weiss, wenn das 1 und 2 und 3 ist. Und ich habe gerne so, das finde ich wahnsinnig sexy. Aber was bist du für dich, Natascha, vom Charakter her? Ich brauche Frieden um mich und habe, glaube ich, früh gemerkt, dass es wichtig ist, zu den guten Leuten, die ihm gut tun, auch gut sein, Sorge zu haben. Das denke ich manchmal. Das ist einer der Faktoren, dass es mir noch gibt in der Musik überhaupt. Du, wie gehst du mit dem Alter um? Das ist ja bei allen ein Thema, wo ich irgendwann mal 40 war. Du machst es super, du bist jetzt über 50 und das tut dich nicht, hat man das Gefühl, gross. Also ich hatte das Problem vom Alter her eigentlich schon als Jung nie gehabt. Umso wichtiger ist, dass man einfach die Zeit, die man hat, gut und ausgefüllt probiert zu leben. Aber es ist auf das, was wir da zugehen, sicher habe ich einfach die normalen Ängste, aber es ist nicht für mich ein Bremser oder so. Ich bin froh und glücklich und dankbar, was ich bis jetzt machen durfte und dass ich gesund bin.